Hallo zusammen! Hallo! Im heutigen Video stellen wir euch die 5 YouTuber vor, die wir am liebsten schauen und die uns am meisten inspirieren. Den Anfang machen wir, wie könnte es auch anders sein, mit dem Casey Neistat. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't. Because that idea encapsulates everything I've ever done. Ich denke, für viele schon ein Begriff, aber für die jetzt den Casey noch nie gehört haben, der Casey ist ein YouTuber aus New York, der seit ein paar Jahren Daily Vlogs macht. Und er ist eigentlich ein bisschen der das ganze Vlogging-Format erst so populär gemacht hat. Er macht eigentlich nichts anderes, als in seinen Videos von seinem Alltag in New York zu erzählen. Und ab und zu macht er auch so ein bisschen lustige Gadget-Reviews auf seine ganz eigene Art. Aber er macht das eben so spannend und so gut, dass er gar nicht wegschauen kann. Und aus diesem Grund ist sein YouTube-Kanal mittlerweile schon mehrere Millionen Abonnenten schwer. Wir haben uns 3 Sachen herausgesucht, die uns an seiner Art, Videos zu machen, am meisten beeindrucken. Als erstes seine einfache, aber trotzdem kreative Art, Videos zu schneiden. Zum Beispiel, wenn er jetzt einfach seine Kamera hinstellt, reinredet und dann aber noch wartet mit dem Schneiden, bis die Kamera schon wieder in die Hand genommen hat und weiterläuft. Wo andere schon viel früher den Schnitt gemacht hätten, weil es sonst nicht so cool ist. Das ist aber genau so ein bisschen sein Markenzeichen und das zieht sich eigentlich durch seine ganzen Videos durch. Dann als zweites natürlich der Inhalt von seinen Videos, weil er es wirklich schafft, eigentlich in jedem Video irgendetwas zu verbauen, wo wir als Viewer irgendetwas daraus rausnehmen können. Sagt das nur, weil er irgendwie eine coole Grafik macht, wie er seinen Tag organisiert oder wenn er wieder eins von seinen unkonventionellen Gadget-Reviews macht. Oder wenn er auch einfach nur irgendwie eine Lebensweisheit von sich gibt, die einem einfach mega dazu inspiriert, selber etwas zu machen. Und zu guter Letzt natürlich auch sein Drive und seine Leidenschaft, die er für YouTube hat und er auch trotz all dem Erfolg, den er in diesen Jahren gesammelt hat, nie verloren hat. Weiter machen wir mit dem Jon Olsen. Das ist einer meiner persönlichen Favoriten. Er ist ein Profi-Freestyle-Skifahrer aus Schweden und hat vor gut einem Jahr entschieden, Daily Vlogs zu machen. Day in the life of Jon Olsen, right? Yep, 2016. It's gonna be a good year. Good morning! Bei ihm ist es ein spezieller, er hat einen Filmer, der das Ganze filmt. Aber es ist trotzdem mega interessant, ihm zuzuschauen, weil er auch so ein energiegeladener Mensch ist und so viele Ideen und Ziele hat und die verfolgt und das einfach mega inspiriert. Was mich von Anfang an gefesselt hat, also warum ich auch seine Videos schaue, sind, weil die so schön gefilmt sind und einfach auch das Color Grading und die ganze Cinematografie, kann man das so sagen? Ja, das kannst du sagen. Die ganze Cinematografie einfach so mega schön ist. Er arbeitet auch oft mit Slow Motion und allgemein sind seine Daily Vlogs so schön gefilmt, dass die auch gerade so gut im Kino laufen können. Sein Motto ist, dass man hart arbeiten für seinen Traum und dass es sich irgendwann auszahlen wird. Und dass man immer alles, was man macht, so gut macht, wie es geht und keine halbpatzige Sachen. Weil das ist nur verlorene Zeit. Als nächstes kommen wir zu meinem persönlichen Lieblings-YouTuber, Ben Brown. Und er ist wie Jon Olsen ein Ex-Spitzensportler aus Großbritannien. Das Coole beim Ben ist, er hat als Olympionik und zweimaliger Kanu-Weltmeister seinen Sport schon vor 4 Jahren verloren, um seiner Leidenschaft als Videoproducer nachzugehen. Mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten Travel-Vloggers weltweit. In seiner Zeit als Vlogger hat er schon mega viel erlebt. Von Arktis-Expeditionen nach Grönland über mehrwöchige Überlandtouren durch Afrika. Was mich persönlich aber am meisten inspiriert bei ihm, ist, wie er trotz all dem Erfolg und dem Fame, den er durchs Vloggen eigentlich bekommen hat, immer noch auf dem Boden geblieben ist und einfach durch seine coole und lockere Art es schafft, mit seiner Community zu interagieren und einem einfach immer das Gefühl gibt, dass er wirklich das gefunden hat, was er am liebsten macht. And on that note, I will say good night to you guys as well. I will check you guys tomorrow. Remember to work hard, be nice to people, try not to get lost or killed. Okay, love you, bye. Als nächstes kommen wir zu der Negin. Gerade mal vorab, der Flo schaut ihre Vlogs nicht. Das ist wirklich einfach etwas, was ich gerne schaue. Sie ist eigentlich eine Fashion- und Beauty-Bloggerin und hat jetzt vor knapp einem Jahr angefangen, Weekly-Vlogs zu machen. Und dort nimmt sie einfach ein bisschen mit, wenn sie an Events geht oder umreist und so weiter. Was mir am besten gefällt bei ihr ist, wie natürlich sie die Kamera redet. Also es ist wirklich so, als wärst du ihre beste Freundin und du kommst überall hin mit. Was mir auch noch besonders sehr gefällt, ist, dass sie sich selber nicht allzu ernst nimmt
und dass der Edit der Vlogs auch recht lustig kann sein. Guter Letzt kommen wir jetzt noch zu einem YouTuber, der mal kein klassischer Vlogger ist, wo es ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig ist, zu erklären, was er genau macht. Chase Jarvis. World famous photographer Chase Jarvis. Macklemore and Riley. It's Purecast, exactly the way I like it. Wie man sieht, ist der Chase in seiner Karriere schon vieles gewesen. Renommierter Fotograf, Buchautor und Gründer von Creative Life. Auf seinem persönlichen YouTube-Kanal mixt er seine Erfahrungen als Fotograf, Artist und erfolgreichen Unternehmer zu kleinen Videos, die gerade für Leute wie uns zwei, die auch mit ihren eigenen Passion Projects durchstarten, echtes Gold ist. Das war es von unseren 5 Lieblings-YouTuber. Wir hoffen natürlich, es hat noch der eine oder andere Unbekannte darunter für euch. Die Links zu ihren Channels findet ihr alle unten in der Beschreibung. Genau, und jetzt sind aber ihr gefragt, uns wundern, wer euer Lieblings-YouTuber ist. Schreibt das doch unten in die Kommentare und am besten auch noch einen kurzen Satz dazu, wieso. Übrigens, in einem der nächsten Videos werden wir auch mal über ein paar Schweizer YouTuber reden. Darum, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert jetzt unseren Kanal und am besten könnt ihr gerade auch noch die Benachrichtigung einstellen, dass ihr nie mehr etwas von uns verpasst. Dann bis zum nächsten Mal, habt Sorge, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.